Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstren. Letztes Jahr am Juli hat die Europäische Kommission dem Parlament und dem Ministerrat von der Europäischen Union einen Vorschlag für eine Richtlinie unterbreitet, den die bisherige Europa-Vignette-Richtlinie von 2006 ersetzen soll. Das hat schon eine Richtlinie von 1999 umgeändert. Damals hat das Parlament die EU-Kommission schon verpflichtet, 2008 ein Modell für die Bewertung von allen externen Kosten zu proposieren, aufgrund von dem Infrastrukturtaxen berechtigt gehen sollen. Das Parlament hat in seiner Straßburger Plenarsitzung an erster Lesung seinen Bericht zu dieser ganz umstrittenen Richtlinie aufgestimmt. Sie interessiert an erster Linie alle Kamionstransportfirmen, die einmal da ja viel zu Lützeburg schon, die natürlich schon unter der aktuellen Wirtschaftskrise zu leiden haben, dadurch, dass sie Männer Arbeit tun, an die natürlich daran interessiert sind, was für weitere Kosten sie von Europa kriegen sollen. Ich bin nicht Member von der Transportkommission vom Europäischen Parlament, aber dafür auch nicht direkt an den Arbeiten von der Kommission beteiligt. Ich habe mich aber Courant gehalten, weil es mir ja nicht egal ist, was auf die über 450 Transportbetriebe zu Lützeburg, die hier 7760 Leute beschäftigen, zukommt. Je nachdem, wie das Europaparlament mit diesem Dossier umgeht. Bei mir am Studio ist mein Kollege Dr. Jarzembowski. Er ist der Spezialist von unserer Fraktion an Transportfragen und auch unser Sprecher. Er ist als von den besten Kenner von der europäischen Transportpolitik unerkannt. Vielen Dank, Georg, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren, besonders die vielen Luxemburger Transportfirmen und ihre Mitarbeiter, weshalb du und ich sowie 254 weitere EU-Abgeordnete gegen den Bericht zu dieser Richtlinie in erster Lesung abgestimmt haben. Übrigens war der Luxemburger Grüne Turmes der Verfasser einer Stellungnahme des Industrieausschusses, was natürlich, wie wir das gewohnt sind, von dieser Seite nicht dazu beigetragen hat, Verstand in dieses schwierige Dossier gerade in dieser Krisenzeit zu bringen. Kannst du erklären unseren Zuhörern, worum es eigentlich geht? Vielen Dank, Astrid. Vielen Dank für die Einladung. Gerne übernehme ich diesen Part. Es geht darum, dass wir den Verkehr effizienter machen wollen. Wir wollen Leerfahrten vermeiden. Wir wollen versuchen, einen vernünftigen Model-Split zu bekommen. Wir wollen also den Verkehr umweltgerechter gestalten. Und da wollen wir ein Preiselement einbauen. Das heißt, die Umweltkosten, die der Lkw verursacht, sollen zur Erhöhung der Eurovignette beitragen, um so über höhere Straßenbenutzungsgebühren die Unternehmer zu bitten und anzuregen, effektiver den Verkehr zu gestalten. Das ist ein generelles Element, da waren wir alle im Europäischen Parlament für. Damit haben wir kein Problem. Genau, wir sind auch für Umweltbewusstsein. Natürlich. Das ist wichtig, auch für Länder wie Luxemburg. Aber es geht um die Frage, welche Kosten berechnet man zur Erhöhung der Staukosten, zur Erhöhung der externen Kosten. Ja. Wir waren uns mit allen einig, dass man Abgas und Lärm der LKWs berechnen sollte und insofern die Straßenbenutzungsgebühren erhöhen. Aber anders als dein Kollege Turmes waren wir der Auffassung, dass man Staukosten nicht extra berechnen darf. Denn die Staus werden verursacht durch die Mitgliedstaaten, die die Straßen nicht ausreichend ausbauen. Die Transporteure und die Fahrer nicht. Absolut. Sie haben das Problem, dass sie länger im Stau stehen und die Unternehmer haben das Problem, sie haben höhere Lohnkosten und sie haben höhere Dieselkosten
und können gar nichts dafür. Und es wäre doch ungerecht, für diese höheren Kosten, die der Unternehmer schon zu tragen hat, ihnen noch eine extra Gebühr aufzulegen. Aber so sind die Linken und die Grünen und auch teilweise die Liberalen. Ja. Deshalb haben wir zu Recht gesagt, die Staukosten darf man nicht nutzen zur Erhöhung der Straßenbenutzungsgebühren, denn der Staat muss die Staus abbauen und soll nicht nur Einnahmen durch erzielen. Bessere Infrastrukturen, bessere Straßen. Das ist doch eigentlich wahnsinnig, sowas überhaupt vorzuschlagen. Wer kommt denn auf solche Ideen? Ja, leider auch die Kommission selbst. Die Kommission selbst hat gesagt, wenn wir die Nutzung der Autobahn in Stauzeiten verteuern, werden die Leute zu einer anderen Zeit fahren. Aber das ist Unsinn. Die Spediteure suchen sich die Zeiten ja nicht aus, zu denen sie fahren wollen. Sie haben Aufträge, zu bestimmten Zeiten Waren hin und her zu fahren. Und wenn sie dann eben in den Stau geraten, ist es zu ihren Lasten. Und den haben sie sich nicht ausgesucht, diese Last. Insofern ist es Unsinn, die Staukosten noch zur Erhöhung der Straßenbenutzungsgebühren einsetzen zu wollen. Es ist ja auch nicht sehr sozial, dahin zu wirken, dass nur nachts gefahren werden soll. Ja, das wäre für die Bürger auch gar nicht gut. Ich meine, wir wollen, dass die Bürger auch in der Nähe von der Autobahn nachts schlafen können. Insofern diese Umverteilung über den Preis zu sagen, weg von den Morgen- und Abendstunden hin zu den Nachtstunden, das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen, es geht an der Realität vorbei. Die Spediteure fahren noch nach den Interessen der Kunden und der Verbraucher und nicht nach staatlichen Regelungen. Und die Ware muss an bestimmten Zeiten ankommen, damit gearbeitet werden kann in den Betrieben. Also ich glaube, die Leute möchten auch morgens ihre Brötchen haben und nicht nachts und nicht am Nachmittag. Weshalb konnten wir uns denn im federführenden Transportausschuss und auch im Industrieausschuss mit dieser vernünftigen Haltung, die wir doch haben, nicht durchsetzen? Ja, die Liberalen haben wieder einmal die sind das Zünglein an der Waage. Genau, sie haben erst gesagt, sie seien gegen Staukosten und dann haben sie eine vigilinische Formel genommen, doch für die Staukosten sein zu können. Insofern haben wir im Ausschuss verloren. Der Ausschuss hat das gefordert, aber wir, 250 Aufrechten im Europäischen Parlament, wir haben uns in 3 von 4 Punkten durchgesetzt. Es gab eine knappe, aber immer eine klare Mehrheit in 3 Punkten gegen die Benutzung der Staukosten zur Erhöhung der Straßenbenutzungsgebühren. Da haben uns unter anderem die spanischen Sozialisten mitgeholfen. Denn alle Länder, sogar bei den Sozialisten waren vernünftig. Ja, denn gerade die Spanier müssen ja ihre Waren in den Markt hineinbringen. Und je teurer der Transport wird, umso schwieriger haben sie den Absatz ihrer Produkte. Insofern haben sie mit uns gestimmt. Und dadurch, dass wir tatsächlich in 3 von 4 Punkten die Staukosten haben rausschießen können in der Plenarentscheidung der ersten Lesung, haben wir gute Chancen auch für die zweite Lesung. Ja, das wollte ich dich fragen. Ist es denn jetzt noch möglich, die für uns unannehmbaren Vorschläge, wo wir dagegen gestimmt haben, glaubst du, dass wir in der zweiten Lesung eine Mehrheit bekommen könnten, um unsere Vernunft durchzusetzen? Also ich gehe von folgendem Szenario aus. Erstens glaube ich, dass die Mitgliedstaaten im Rat die Idee der Staukosten nicht übernehmen werden. Denn die halten es genauso für unsinnig. Sie wissen, dass die Mitgliedstaaten schuld sind an den Staus. Und dass es ungerecht wäre, den Spediteur dafür zu bestrafen. Sind denn alle Mitgliedstaaten mehr oder weniger auf der Linie? In den Mitgliedstaaten ist das sehr schwierig. Einige Länder wie Österreich möchten die Spediteure bis oben mit Kosten belasten. Aber es gibt Gott sei Dank, glaube ich, eine Mehrheit der vernünftigen Staaten, die wissen, dass man Transport nicht zu verteuern darf. Ich hoffe das auch. Wir werden das genau kontrollieren. Wir kontrollieren das. Und wenn es uns gelingt, also, dass im Ministerrat Sie keine Staukosten akzeptieren, dann können wir mit unserer klaren Minderheit, aber die groß genug ist, in der zweiten Lesung verhindern, dass wieder die Grünen und die Sozialisten die Staukosten neu einbringen. Insofern haben wir eine gute Chance, die Staukosten tatsächlich zu streichen. Ich wollte noch sagen, bei diesen Gebühren, da geht es ja auch darum, Anreize zu schaffen, um den Gütertransport von der Straße auf die Schiene zu verlegen und für alle Transportarten gleiche Bedingungen zu schaffen. Also Schiene, Wasser, Luft, Straße, dann da sind die Konkurrenzbedingungen ja nicht die gleichen. Wird immer gesagt. Ja, aber das ist sehr unterschiedlich. Also auf der Straße baut zwar auch der Staat die Straßen normalerweise, aber der LKW und auch der PKW-Fahrer
der bezahlt Kfz-Steuer, der bezahlt hohe Mineralölsteuern, die LKWs bezahlen Straßenbenutzungsgebühren. Ich glaube, in der Straße bezahlen die Nutzer schon sehr viel für die Nutzung. Ja, die Schiene sagt in der Eisenbahn, immer, aber guck dir doch mal an, Astrid, in der Eisenbahn, alle Infrastruktur wird vom Staat bezahlt bei den Schienennetzen. Ja. Also das mit der ist also nicht da erheblich. muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass im Prinzip die Spediteure schon einen großen Anteil ihrer Kosten tragen, sogar zum Teil über den Kosten der Nutzung liegen. Ja. Insofern soll man nicht immer auf den Spediteuren rumhacken. Ja, und immer nur Steuern erhöhen, Steuern erhöhen, Steuern erhöhen. Wir sind schon in einer schwierigen Situation. Und ich hoffe dann, dass wir fertig bringen. Und du wirst das bestimmt in die richtigen Wege leiten, in der Fraktion, in dem Parlament. Vielen Dank, Georg, dass du bereit warst, mit uns darüber zu berichten. Ich so näher auch alle gut. Merci, dass ihr 30 noch gelauscht habt. Bis die nächste Woche.